Video startet kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar habe ich meinen ersten Merch-Shop veröffentlicht und ihr auch gerne könnt ein paar Sachen kaufen, wenn ihr natürlich Bock habt. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Es gibt einen Haufen Castle CH-Logos und auch mit dem Motto Still We Rise oder auch mit dem Unsafe Release Logo, also der Schweizer Podcast, wenn ihr den noch nicht kennt, über die Formel 1 rein. Also wie gesagt, checkt gerne unten die Videobeschreibung aus, da findet ihr den Link dazu und vielleicht findet ihr ja etwas Spannendes. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Wir sind mal einmal wieder mehr zurück in F1 2017. Lang ist es her, das sage ich fast in jeder Aufnahme, aber es ist wirklich lang her, als ich das letzte Mal F1 aufgenommen habe, beziehungsweise F1 2017, weil mega viel bei mir passiert ist in den letzten paar Monaten. Dementsprechend auch leider nicht dazu gekommen zum Aufnehmen. Ich bin aber immer regelmäßig live auf Twitch, also falls ihr noch nie bei mir im Stream sind, würde es mich freuen, wenn ihr mal in den Stream hineinschaut. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ja, wir sind jetzt in Malaysia. Und ja, da sollte eigentlich schon etwas gehen, weil Malaysia ist eine Strecke, die mir sehr gut liegt. Und ich finde die Strecke eigentlich auch wirklich sehr, sehr cool. Und ich finde es immer noch eine absolute Schande, dass die Strecke nicht mehr im Formel 1-Kalender drin ist. Und ja, das letzte Rennen war Singapur. Ich habe es auf Platz 19 beendet, habe ich davor noch gesehen. Das Video ist aber nicht online, weil ich finde die Datei oder die Aufnahmedatei nicht mehr. Keine Ahnung, wo die ist, ob ich sie mal aus Versehen gelöscht habe oder ja, wahrscheinlich wird es das gewesen sein, weil ich kann es mir sonst nicht anders erklären. Also, sorry für das. Singapur ist nicht gut gelaufen, ist aber auch ein bisschen zu erwarten gewesen, weil es ist Singapur. Und ja, jetzt sind wir in Malaysia. Wie gesagt, eine Strecke, die ich cool finde, wo ich auch glaube, dass wir etwas rausholen können, wo wahrscheinlich sogar im Red Bull wird liegen. Ich glaube, das Update technisch ist nichts Neues reingekommen. Da sind wir eigentlich immer noch gleich wie immer. Was habe ich da? Ah nein, ich habe ja schon 50 Compound drin, das Neueste. Wir sind ja immer noch hinter Ferrari und Mercedes. Und ja, wir sind dann doch noch ein bisschen weg. Das Force India ist relativ neu, kann man sagen. Ja, es geht. Es geht eigentlich. Aber ja, wir werden mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Wir gehen dann mal ins Training rein. Wir sehen uns aber dann wieder wie immer im Qualifying. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Let's go! So, herzlich willkommen zurück zum Qualifying. Wir legen gerade los und zwar, das Training war gut. Der letzte Sektor, ich merke, ich bin die Strecke schon lange nicht mehr gefahren. Am letzten Sektor, dort hapert es ein bisschen noch. Dort lasse ich viel Zeit liegen. Ich versuche das jetzt im Qualifying besser zu machen. Aber an und für sich läuft der Red Bull nicht schlecht. Wir sind jetzt auf P6 im Training und mal schauen, wo es im Qualifying hergeht, ob wir noch ein bisschen weiter vorkommen oder nicht. Ich würde sagen, wir legen los. Let's go! Ah, P3, okay. Alter, fast anderthalb Sekunden. Ah, Mann, ich glaube, aber besser bringe ich es nicht her. Also einerseits steht das Licht richtig doof in diesem Game gerade oder in diesem Qualifying-Modus. So ultra tief, du siehst fast nichts. Mal schauen, Ricciardo. Der geht jetzt auf seine Hotlap. Mal schauen, wo er sich positioniert. Hinter mir, okay. Kim ist klar gewesen. Wo ist der Bottas? Ah, jetzt ist er noch zur Schiene gekommen. Das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf Hamilton, schade. Vettel und Valtteri Bottas. Ja, okay, gut. Wir gehen ins Rennen, wir schauen mal. Es ist eigentlich nicht eine schlechte Position. Vielleicht können wir etwas am Start reissen, wenn wir einen guten Start haben. Und dass wir vielleicht irgendwie können drücken und vielleicht ein bisschen diven. Wir schauen mal, let's go. So gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole. Und Valtteri Bottas steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Räikkönen und ein Red Bull, Daniel Ricciardo und Hamilton. Ocon, Massa, Hülkenberg und Sergio Perez. Quert, Alonso, Kevin Magnussen und Stroll. Grosjean, Palmer, Carlos Sainz Jr. und Stoffel van Dorn. Eriksson und Pascal Wehrlein macht die Startaufstellung komplett. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Hallo, da ist der Kasel, der gerade ein Video schneidet vom Malaysia Grand Prix. Ich bin so ein Held und habe während der Startaufstellung dort mein Mikrofon gestummt und nachher wieder vergessen zu entstummen. Darum ist jetzt während dem ganzen Rennen kein Mikrofon mehr am Laufen.
Und ich tue jetzt das Ganze einfach nachher kommentieren, dass man gleich irgendwie meine Stimme hört oder dass man halt ein bisschen ein Commentary hat. Tut mir leid und viel Spaß beim Rennen. So, wir sind an der Startaufstellung. Die 5 Lichter gehen jetzt an. Und wir hoffen auf einen guten Start. Und es geht los. Wir kommen ziemlich gut weg. Jedoch haben wir hier einen relativ langen Wheelspin mit uns sogar fast ein bisschen weg. Und durch da profitieren natürlich jetzt die Autos hinter uns. Ricciardo, Hamilton kommt führen. Und sogar der Ocon ist extrem schnell führen. Da hängen wir sogar ein bisschen noch bei ihm ein. Können aber aussen vielleicht dran vorbeiziehen. Dort innen ist noch ein Renault. Wow, ja, da geht es aber sehr eng zu und wir kommen doch noch an die Beine vorbei. Und haben sie hinter uns. Jetzt können wir gegen vorne fahren. Vor uns der Hamilton, dann kommt Ricciardo. Und dort ganz vorne ist, glaube ich, noch Bottas, wenn ich es richtig sehe. Genau, da taufen wir in die Nordkurve rein, den Hamilton und sind gerade neben Ricciardo. Da kommt das Wheelbanging, Slide aus der Kurve raus. Das ist eine ganz gefährliche Geschichte. Also ganz wenig Grip auf dieser Strecke, wenn es regnet. Die langsame Linkskurve, da bleiben wir jetzt mal hinter dem Ricciardo. Da können wir fast nicht durch. Das ist viel zu eng und würde gerade einen Crash geben, wenn wir da wirklich durchdrücken. Da versuchen wir es, ja, doch nicht. Nein, wir zeigen jetzt einfach mal einen Corner Cut gemacht. Aber ja, da ist dann nachher nicht mehr wieder etwas passiert. Wir springen ein bisschen vor, wir sind in Runde 3, kriegen die Info über von einer alternativen Strategie, weil es hört langsam auf regnen und die Strecke wird trocken. Das nehmen wir jetzt natürlich als Gelegenheit, gehen jetzt in die Box und holen uns mal die neuen Softreifen, beziehungsweise heutzutage sollte man ja denen Medium sagen. Da sind es aber noch Softreifen. Fahre in die Box rein. Ja, wir haben das Tempolimit einhalten, ganz wichtig ist jetzt eine Strafe, aber da komplett in die Hose gegangen, das Ganze. Da hätten wir eigentlich sollen ein bisschen schneller reinfahren, da haben wir viel Zeit liegen lassen. Wir hoffen jetzt mal, dass die Red Bull Pit Crew da wieder etwas rausholen kann. Da stehen wir 2,6 Sekunden, aber nein, wir müssen noch länger stehen, weil andere Autos auch in die Box reinkommen. Und sonst gibt es einen unsafe Release. Aber ja, der Boxenstopp war eigentlich gut gewesen, aber das lange Stehen hat natürlich das Ganze nicht verbessert. Hoffen wir einfach, dass wir dann nachher auch wieder vor dem Hamilton sind. Beschleunigen wir aus und dann sehen wir auch, ja, gar kein Grip um die Strecke, immer noch leicht feucht wahrscheinlich. Und der Räder natürlich auch noch kalt. Und jetzt da haben wir eine gelbe Flagge hinter uns. Der Felipe Massa scheidet aus dem Rennen raus und löst damit auch eine Virtual Safety Car Phase aus. Das heisst, wir müssen jetzt das Delta beibehalten, wir dürfen nicht schneller sein, sonst gibt es eine Strafe. Das Virtual Safety Car war aber nicht lange dabei gewesen. Das ist nach einer halben Runde schon wieder weg gewesen und da können wir wieder zurück beschleunigen auf die Drehgeschwindigkeit und das nutzen wir natürlich auch mit dem Fettgemisch, dass wir da wieder wegziehen können, weil hinter uns ist natürlich der Hamilton, der sich dann auch in Runde 11 so langsam mal ankündigt. Und zwar schauen wir jetzt dann mal zurück und der ist schon relativ neu. Da sind wir gerade auf der Backstraight, nachher geht es auf Main Straight, also auf die Start-Zielgerade. Malaysia, wirklich eine absolut schöne Strecke, ich fahre sehr, sehr gerne hier drauf. Da gehen wir jetzt auf Main Straight. Da ist ganz wichtig, dass wir einen guten Exit haben, dass dann nachher der Hamilton da uns nicht angreifen kann. Aber der Hamilton im Mercedes natürlich viel schneller Auto als wir und kann da wahrscheinlich an uns vorbeigehen, versucht es. Nein, aber wir verbremsen uns. Wir sind da viel zu weit. Und da kann natürlich der Hamilton profitieren. Wir gehen da bei Kurve 2 hin und teilen da fast ein bisschen, haben sogar wieder Kontakt mit dem Hamilton. Eins am Rad, eins ein bisschen am Heckflügel. Wow, da sind wir sogar noch schwer am Korrigieren, schon fliegen wir dann noch ab und landen dann im Kiesbett raus. Dann fahren wir hinten und da versuchen wir sogar innen rum und wir holen da sogar wirklich den Hamilton, drücken ihn da noch rein. Ja, da gibt es auch wieder Beruhigung. Wir drücken den Hamilton in den Rasen raus und dann gibt es noch Beruhigung. Langzogene Linkskurve, da der Hamilton noch gar nicht locker. Ist lange hintergeblieben und dann nachher hat er erst einmal zurückgezogen. Also der Hamilton will unbedingt auf Position 4. Letzte Runde, der Hamilton versucht es wieder auf dem Main Straight mit DRS offen. Er kommt, dived rein und hat uns geholt in Turn 1 rein. Sehr gut gemacht von ihm, aber wir versuchen es da, wir gehen in Turn 2 rein und werfen uns da ein bisschen in die Kurve rein. Also wirklich ein Brechstangenmanöver. Unglaublich und wir haben ihn wirklich noch geholt. Also da sind wir ja, nicht so fair gefahren, also ja, es war recht ein grobes Manöver gewesen. Jetzt da das letzte Backstraight Race, das wir haben. Wieder in die letzte Kurve rein, ganz wichtig, wie vorhin schon gesagt, gut rausbeschleunigen, dass wir da dann nachher viel Speed können mitnehmen können. Hamilton DRS, aber es langt dem nicht, wir holen den P4, Hamilton P5. Was für ein Battle, also fair ist es wahrscheinlich nicht, es war schon recht ein grobes Battle gewesen. Aber wir haben es geschafft, wir haben den P4 geholt, ganz, ganz wichtig für unsere Konstrukteurwertung und auch für unsere eigene WM. Weil wir sind ja ziemlich gut dabei. Ich glaube, momentan ist immer noch der Kimi Räikkönen auf P1, aber ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig, weil die Aufnahme ist auch schon ein paar Tage her.
Und ja, das wäre es von dem Rennen in Malaysia. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Trotzdem ein Nachsprechen hier über das Commentary-mäßig, moderationsmäßig. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Und dann würden wir uns dann wieder im nächsten Rennen sehen. Ich glaube, das ist Japan, bin mir aber auch nicht zu 100% sicher. Aber wir werden das sehen im nächsten Video. Bis dann wünsche ich euch ein schönes Tag. Macht's gut und ciao!